Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin heute nicht alleine da, sondern ich habe auf meiner linken Seite... Nina! wieder... Wer ist wieder da? Nina! Oh mein Gott, das können wir wieder machen. Aber ja, wie ihr seht, sie ist da nicht mit mir im Raum. Leider nicht auf meiner hässlichen Couch, sondern sie ist in fucking Hongkong. Hongkong, ja. Oh mein Gott, von der anderen Seite auf der Welt. Und du einfach... Wo bist denn du? Hast du das schon gesagt? Ich weiß gar nicht. Also ich sage es noch kurz, Leute, ich bin auch nicht auf meiner schönen Couch. Ich bin auf dieser hässlichen Couch. Nein, ich bin gerade in Milano mit dem Can, because wir machen eine Workation. Also wir haben so ein bisschen gesagt, wir wollen für eine Woche da hergehen. Und ich habe von der Schule gerade 2 Wochen freies Arbeiten und ja, jetzt sind wir hier in einem Airbnb und die einzige Möglichkeit da ist auf dieser hässlichen Couch. Wuhu! Sie sieht grandios aus. Vor allem, du siehst sie nicht mal, weißt? Wir sind einfach da wie am FaceTimen. Also ja, wir haben vorher gefacetimed, aber jetzt sind wir quasi wie am Telefonieren da und ich habe da Stöpsel im Ohr. Wir hoffen, dass es funktioniert. Aber ja. Ja, ja wirklich. Ja. Das ist ein ganz spezielles Feeling. Aber ja, hey, da, let's go, oder? Ich will nämlich ganz vieles von dir wissen. Da. Ja, ich habe so viele Fragen an dich, du bist gar nicht ready für die Fragen. Aber du musst ja schnell sagen, wo bist du gerade, was machst du im Leben, wieso bist du in fucking Hongkong? Für die, die es nicht mitbekommen. Okay, genau. Ich mache einen Austausch. Genau, zu Hongkong, weil normal studiere ich ja mit dir studieren. Und jetzt mache ich da einfach zu Hongkong bis im Juni, also Ende Mai. Und jetzt bin ich gerade hier in einem Studentenheim. Darum sieht es sogar ein bisschen kahl aus und chaotisch. Aber ja, man fühlt sich langsam ein bisschen daheim. Vor allem, das Schlimmste ist, wir haben schon mega lange die Podcast-Folge aufnehmen. Aber sie hat eine Mitbewohnerin. Und du hast jetzt das erste Mal eigentlich die Möglichkeit, zum alleine zu sein, oder? Ja, wirklich. Ich bin wirklich nie alleine daheim, weil jetzt hier auf der rechten Seite sieht man eigentlich wie so mein Pult und mein Space. Und hier auf der linken Seite ist ihr Space. Also man hat wirklich null Privatsphäre. Also wirklich null. Aber ich habe das Glück, sie ist mega chillig und mega cute und auch von der Schweiz. Aber sie redet Französisch, also sie ist von Genf. Darum ja, muss ich trotzdem Englisch reden. Scheiße, ja. Aber ja, es geht langsam so halbwegs. aber also wie ist sie... Was macht sie denn jetzt überhaupt? Es ist Sonntag. Was sie jetzt macht? Sie hat jetzt müssen in die Laut-Küche arbeiten. Weil ich sie rausgeschickt habe. Ja. Also Leute, ihr seht hier, was wir für Initiativen ergreifen müssen. Ja, ich habe den Can auch. Ja, ich habe den Can auch ins Schlafzimmer gesperrt. Er ist irgendwie, ich weiß auch nicht, was er macht, am Videos schauen oder so. Ich habe gesagt, der Space gehört für eine Stunde einfach mir. Ja, ich kann nicht rauskommen. Ja. So geil. Er so, hört mir, wenn ich dusche. Ich so, Alter, mach einfach nicht, ist mir egal. Oh mein Gott. Ja, ich habe da ganz laute... Ich glaube, Leute von Japan, die sind gerade quasi nebendran, die sind so laut. Echt? Ja, also du musst jetzt immer erzählen. Erzähl mal so, wie ist der Vibe? Weil ich möchte wissen, wir haben schon gesnappt, wir können immer mal wieder snappen, aber so telefonieren tun wir jetzt eigentlich zum ersten Mal. Das ist ganz krass, ich schwöre. Ja. So, dass ich dich direkt höre, das ist insane. Aber warte, ich stelle eine Frage, wo schaust du einmal eigentlich so ein bisschen an? In Kamera? Ich weiss es eben auch nicht, weil ich schaue immer auf mein Handy, aber das ist ja niemand. Ja, weil wenn ich so quasi in die Kamera schaue, dann sehe ich so mich, aber ich rede mit dir gleichzeitig. Das ist wie so... Ja, weißt du was, wenn man so, ich schaue so links und du schaust rechts. Hallo, winke. Ich schaue rechts. Ja, ey! Hey, mach mal einen Klatsch. Okay, mach noch einen Klatsch. 3, 2, 1. 1. Vor allem, weißt du, unsere Zeit ist so unterschiedlich. Wenn ich so Piep sage, kommt ihr ein Piep so nach 3 Sekunden. Das ist richtig schlimm. Oh Gott, ich hoffe, da wird ja etwas. Ja, aber ja. Das wird, Leute, alles für euch. Hast du gefragt? Ja. Ich schwöre alles. Der Vibe, also wo Vibe? Quasi in der Unterkunft oder allgemein Hongkong-Vibe? Ja, also wie hast du es erwartet und wie ist es jetzt wirklich? Weil wir haben so in der Podcast-Folge vorher darüber geredet, wo wir zusammen gemacht haben. Ja, voll. Es ist mega krass, als ich nämlich angekommen bin, ich habe mich gerade daheim gefühlt. Echt? Weil
kennst du das einmal, ja, wenn du quasi reist, nachher kommst du beim Flughafen an, nachher schmeckst du doch so etwas. So wie quasi, du schmeckst, dass du in einem anderen Land bist oder an einem anderen Ort. Wie zum Beispiel jetzt, ich war vielmals in Amerika, nachher habe ich geschmeckt, so, ich bin jetzt in Amerika. Und als ich in Hongkong angekommen bin, war es wirklich so, ich könnte in der Schweiz sein. Es ist so krass, irgendwie das Feeling zum Erklären. Aber ich bin irgendwie gerade angekommen, ich habe mich gerade so daheim gefühlt, obwohl es so anders ist. Also es ist halt Big City Life, alles viel grösser. Taxis sind jetzt, ich sage jetzt auch mal, halt nicht so luxuriös wie bei uns in der Schweiz. Also ist halt auch ein armes Land, das ist ja logisch. Aber für da hat man sich so schnell wohl gefühlt. Aber das Krasse ist, es kann da im Fall fast niemand Englisch. Echt? Oh also, shit. Wenn ich Taxi fahre und ich sage, hey, ich will quasi zu meinem Studentenheim, sie verstehen mich nicht. Und wenn ich auch erkläre, einmal denken wir echt so, sie wollen es, glaube ich, gar nicht verstehen. Aber was machst du dann? Ja, nachher zeige ich immer so auf der Map zeigen und nachher zeige ich wie so die Route zeigen, so, ja, schau quasi zum Tsingy, quasi zu der Ortschaft, Tsingy. Okay. Und dann nachher, sie sagen immer so, bla bla bla, irgendetwas und sie checken es nicht. Sie checken es nicht. Und man sieht sogar auf der Karte, ich zeige sogar die Karte, aber sie checken es nicht. Also was machst du dann? Laufst du dann, oder? Ja, nein, nachher tue ich halt einmal dirigieren. Nachher sage ich so, ja, quasi fahr und jetzt links. Fahr! Ja, fahr! Hast du auf Dialekt vermisst, hä? Ja, schon ein bisschen, ich sage dir ehrlich. Oh Mann. Ja, da, und die Leute sind mega gemein. Was, wirklich? Also auch die Einheimischen sagen, Hongkong-Leute sind mean, also quasi gemein. Ja. Und das stimmt, aber Hongkong-People sind quasi auch gleichzeitig real. So echt, weil es halt wie nicht, wenn es ihnen nicht passt, dann sagen sie, dass es ihnen nicht passt. Wenn sie hässig sind, dann sagen sie, dass sie hässig sind. Was hast du da? Weißt du, was ich meine? Ja, aber hast du so eine Situation erlebt? Ja, quasi, wenn mal ÖV fährst und dann nachher tut irgendwie quasi jemand, du tust quasi jemanden berühren, nachher ruft die andere Person gerade aus. Auf Chinesisch halt irgendetwas so voll hässig, so nachher denkst du so, Alter, chill mal. Oh mein Gott. Oh mein aber Gott. wenn du es nicht verstehst, kannst du es nicht so persönlich nehmen. Ja. Du fängst einfach so an lachen. Aber das ist so ein bisschen der Vibe. Ja, nein, ich habe mir das so ein bisschen angeschrieben, so okay, lass mich doch bitte einfach in Ruhe. Aber ja, so ein bisschen da, glaube ich. Aber kannst du jetzt so ein bisschen, was reden wir dort, Mandarin? Ja. Ja, oder? Und Chinesisch und Mandarin ist total anders, ja. Ah, okay. Kannst du ein bisschen was? Du hast nur in der letzten Podcast-Folge so irgendetwas gesagt, das ist einfach nicht gestimmt. Ich habe bis jetzt noch mal etwas. Also jetzt stimmt's aber. Okay, du musst raten, was heisst. Okay. Raten, was heisst. Ba. Ba? Ba, ja. B-A? Sage ich nicht. Ich sage nur Ba. Das heisst Nein. Nein, heisst nicht Nein. Dann heisst I. Ba. Ja, darum kann ich es mal bemerken, wegen Ba. Aber nein, heisst auch nicht. Es heisst 8. Aha, einfach Zahl 8. Wieso kannst du jedes Wort, weißt du, kannst Hoi, Grüezi, aber das ist einfach, 8. Das einzige Wort, das du gelernt hast in diesen 2 Monaten. Ja, es ist einfach weißt du, kompliziert. Ja gut, das stimmt. Ja, und so Hallo und Tschüss sagen sie halt wirklich so Hello und Bye. Also dort können sie Englisch, dort können sie. Okay. Aber das sagen auch die Einheimischen, die sagen alle Hello. Ja, sie sagen immer Bye-bye, 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 ganz viel mal Bye. Okay. Nein, mich nimmt nur noch ein bisschen Wunder von der Schule. Also einfach so allgemein. Ja, let me know. Ja, du hast nur so ein bisschen, weißt, wir sind ja am Snappen, Leute. Sie hat nur so ein paar Sachen erzählt von der Schule. Ich weiß gar nicht, wie viel willst du überhaupt erzählen? Ich erzähle alles. Du hast nur gesagt, du hast Bock zum Ranten. Darum, ich gebe dir da die Plattform. Ja, nein. Ich gebe dir den freien Raum zum Ranten können über deine Schule. Also eigentlich ist entweder, es ist eigentlich schon fast dramatisch. Ich muss mit dem Dramatischen anfangen, dass ich da schon losgeworden bin. Okay. Es ist so krass, wie die Mentalität im Fall dort ist, so der Konkurrenzkampf erstens. Und zweitens, also es ist im Fall echt heavy, wie es miteinander umgehen. Yeah. Also weißt du, die voll
voll lästern. Also, da kriegt man, also es ist wirklich eine Ja. andere Liga wie in der Schweiz. Sie tun so voll krass lästern. Und wenn mal eine Person nicht rum ist, dann tun sie probieren, gerade so in ihrem Band zu ziehen, dass du nachher die gleiche Meinung bist wie in dem Clan. Also weißt du, was ich meine? Es ist mega kompliziert zu erklären. Aber es ist eigentlich wie mega schlimme Kultur diesbezüglich. Oh Gott. Und auch im Fall, es ist mega schlimm, auch so die Arme und so sind alle zerritzt. Ah, was? Und da habe ich dann im Fall, weißt du, wie lange mir ich bin im Fall viermal heimgekommen und habe mich brüllen wegen dem Jahr. Also, okay. Also in dem Fall ist ist es so ein im Fall bisschen Highschool-Vibe, eigentlich so wirklich wie so in Filmen. Es ist maximale Highschool-Vibes, ja. Aber bist du Es auch ist so ein bisschen in mega einer krass. Gruppe, oder? Ja, ich bin wie so in der Mitte so die neutrale Schweiz, blöd gesagt, Ja. probiere zu sein. Aber weil ich dann halt wie so ein Helfersyndrom habe, tue ich dem probieren helfen und indirekt tue ich mich dann eben wie so reinschmeißen. Also, Ja. weil ich ja dann wie helfen will, obwohl ich neutral bleibe, bin ich dann trotzdem involviert. Oh Gott. Und das ist mega schwierig, weil es ist wie halt so, du siehst so, wie es miteinander umgeht und du fühlst dich richtig hilflos. Vor allem, du verstehst auch nicht immer alles, weil es mega viel Ja. auf Chinesisch redet. Aber da ist ein Kulturschock gewesen. Das war, glaube ich, mein Kulturschock, den ich da hatte. Ja. Also, Ja. also die dort einfach wie... Vor allem, also wieso ist... Oh, warte schnell. Wir hatten eine kurze technische Störung. Das ist leider so, wenn die eine Person in Hongkong ist und die andere in Mailand, aber wir sind in der Back. Wir hatten leider keine Ahnung mehr, wo wir sind. Aber wir sind bei deiner Schule, glaube ich, kann das sein? Ja, genau. Ah, und ja, der Unterricht ist meistens auf Chinesisch. Also ich muss Ja. wie so drinnen hocken und ich verstehe eigentlich fast nichts. Also nein, eigentlich verstehe ich eigentlich gar nichts. Ja. Und ich muss auch noch eine chinesische Reportage machen. Dokumentation und ja, Oh Gott. wie soll ich das bitte machen, wenn ich kein Chinesisch verstehe? Und ich habe dann auch an der Lehrerin so gesagt, so, ja, hey, also es macht ja wie keinen Sinn, dass ich das mache, weil ich ja nichts verstehe. Und danach Ja. hat sie so gesagt, so, ja, eben, dann interessierst du dich quasi nicht für die chinesische Kultur und so. Und dann habe ich so Gott. gedacht, hey, hallo, geht's noch? Ich meine, es ist schon ein Grund genug, dass ich da bin, wieso mich die Kultur ja interessiert, sonst wäre ich ja nicht da. Ja. Und nachher hat sie mich voll abgemacht, sie so, nein, das stimmt nicht, sonst würde ich ja die interessieren, bla bla bla, und die mich im Unterricht melden. Nachher habe ich so gedacht, ja, was will ich machen, wenn ich ja nichts verstehe? Ja, wie Wenn machst sie du einfach das? nur Chinesisch reden. Ja, jetzt bin ich einfach die ganze Zeit nur im Unterricht am Hocken und einfach am Zulassen, obwohl ich nichts verstehe. Also was hat sie dann das Gefühl, dass du schnell Chinesisch lernst, oder? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, sie kann sich gar nicht vorstellen, wie das für mich ist, wenn ich nichts verstehe. Ja. Und ganz ehrlich, ich glaube, sie hat auch etwas gegen Ausländer. Ich bin mir jetzt Okay. nicht ganz sicher, da würde ich jetzt hier nicht unterstellen, aber ich kann es mir vorstellen, so wie Ja. sie zu mir war. Weil alle anderen Lehrer sind so nett und Okay. ja, tun eigentlich mich da voll so unter den Arm nehmen und sagen so, hey, look, so läuft's. Und die reden auch mit mir ein bisschen mehr Englisch, aber sie Ja. wirklich nicht. Also Aber macht sie fast kann schon extra. Englisch. Ja, sie kann Englisch. Sie kann Also wenn sie dich zusammenschießt, dann redet sie Englisch. auf Englisch. Ja, dann redet sie Englisch. Aber du bist ja quasi wie die Und wenn einzige Person, die kein Chinesisch versteht in der Klasse. Genau, ja. 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 Aber sie haben ja gewusst, dass ich komme. Also, Ja. ja. Und es hat auch geheißen, so, der Unterricht ist auf Englisch. Darum, Aha, okay. ja. Hey, also Darum wie ist ist, das schon wie ist denn das? Bist du quasi wie zu ihr gegangen und hast gesagt, ja, du kannst keinen Aufsatz auf Chinesisch machen, oder? Nein, ich war am Handy, am einem Video am Schneiden. Und dann nachher hat sie mich mit dem Blätter auf meine Hände geschlagen. Was? Und, also quasi, weißt du, wie so tätschelt. Nicht Ja. geschlagen, sondern weißt du, wie Ja, so, ja. so ein bisschen so, hey, du da, du Ja. Jolly. Und dann nachher, sie so, was machst du da? Nachher ich so, ja, Videos schneiden. Nachher sie so, eben, du interessierst dich gar nicht für Kultur. Und dann nachher habe ich eben ausgerufen, ich so, ja, was will ich machen, wenn ich nichts verstehe, eine Dokumentation auf Chinesisch muss schreiben. Ich sehe den Sinn nicht dahinter. Ja. Nachher habe ich eben quasi das Gespräch angefangen. Und dann, als ich mich gewehrt habe, hat sie einfach auf Chinesisch mit den anderen Leuten über mich gelästert. Vor dir? Vor mir. What the fuck? Und sie hat ja gar nicht gewusst, dass ich es nicht verstehe. Ja. Ja. Und nachher haben eben die Mitschüler so gesagt, so, also das ist jetzt gerade so respektlos von ihr und bla bla bla. Ja. Und dann Also, haben sind wir sie eben von die dir Mitschüler gesagt, was sie... Ja, nein, sie haben irgendwie so quasi gesagt, was sie... Ja. Mitschüler in mir dann erklärt, was sie gesagt hat. Und was hat sie gesagt? Und nachher...
ja, eben, dass sie wieder mich nicht interessieren für das Land und dass ich einfach da hinkomme, um ein bisschen zu chillen und dass sie das unrespektvoll finden und ja. Oh Gott. Es ist eine Szene. Darum gehe ich bei ihrer Lektion auf Thailand. Come on! Nein, ja. Aber ja, das ist so ein bisschen die Szene. Aber sonst, wirklich, sonst sind alle mega lieb. Ich habe auch die Chance gehabt, dass ich darf bei so einem Social-Media-Team dabei sein. Und die gehen immer an verschiedene Events, genau. Und darum darf ich immer an so viele coole Events gehen. Ja. Hey, geil. Also wie so Social-Media-Events, so wie ja, genau. in der Schweiz? Einfach in der Fashion-Branche, ja, voll. Also wir sind jetzt auch gerade bei einer so neuen Frühlingsausstellung gsi, wo sie die neuen Kleider präsentiert haben. Spring Collection quasi. Geil. Und dort waren auch Designer gsi. Nachher konntest du auch Designer befragen, konntest mit ihnen reden. Oder letztens ist eben so ein Popstar von Hongkong und dann können wir mit dem auch ein Interview führen. Also es ist mega cool, wenn ich das so erlebe und wo sie mich überall mitnehmen. Also echt Alter, geil. mega nice. Ja, aber in dem cool. Fall hast du so ein bisschen Friends gefunden in der Klasse? Mit einer habe ich es echt mega, mega gut. Ja. Sie hat mir auch ganz Hongkong gezeigt, zu den Insider. Ja, sogar ihre Eltern dürfen schon kennenlernen und das ist ja meistens nicht so selbstverständlich. Was hast du kennenlernen? Ihre Eltern. Ah, ihre Eltern? Ah. Ja, voll. Die lernt man eigentlich da meistens nicht gerade direkt kennen, sondern erst, wenn man die Person schon länger kennt. Das ist irgendwie, glaube ich, so ein Kulturding. So wie ich es verstanden habe. Ja. Und mega herzig, sie hat mir schon die Eltern vorgestellt. Wieso ich ein Mann wäre, ihren Mann. Ja, und es mega cool, sie schafft eben so in Clubs und darum kennt sie mega viele Leute in Hongkong und überall komme ich gratis rein. Ja, echt, es ist crazy, überall komme ich gratis rein. Überall wird mir alles gezahlt, also bis jetzt, wenn ich im Ausgang war, ich habe noch nichts mehr ausgegeben, ich war in so krassen Lounges gewesen. Alles nur wegen ihr, also ja, echt mega toll. Hey, mega cute. Yes. Alter, du hast dich ja richtig eingelebt in dem Fall in Hongkong. Für mich ist die Schweiz gar nicht so. Hey, im Fall vorher hat ja bei dir gerade Krille geläutet. Ja. Und ich habe im Fall gestern sicher so ein einminütiges Reel habe ich so gesehen, wo es um die Schweizer Alpen gegangen ist. Und nachher hast du auch so Kirchenglocken gehört und so. Und das Video habe ich mir sicher 10 Minuten eingezogen, weil es so für mich beruhigend war, die Glocken zu hören und der Ruhige von der Schweiz. Und darum vermisse ich die Schweiz. So einfach der Ruhige. Ja. Ja, wahrscheinlich ist Hongkong schon ein bisschen grösser. Und sind wir ehrlich, die Leute, die Alten. Ja. Also wirklich, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich mit dir telefoniere. Ja. Die vermisse ich, weißt du wie? Alter, du, ich im Fall auch. Ich auch. Im Unterricht. Also jetzt erzähl mal wirklich, du, hau raus. Was, wir im Unterricht Wie läuft bei dir? Ja, was läuft bei dir? Ja, das Ding ist, wir haben bis jetzt also seit du gegangen bist, wir haben noch nicht mit der ganzen Klasse so Schule gehabt, weil wir haben ja immer die Nebenfächer gehabt und all das Zeug. Ja. Ja, ich habe jetzt den Minor, mein Nebenfach gehabt. Ich tue da jede Podcast-Folge ein bisschen darüber ranten. Vor allem, sie sind up to date. So soll es sein. Ja, darum ich bin jetzt gerade froh, habe ich 2 Wochen Ferien, 2 Wochen selbstständiges Arbeiten. Ja, aber same. aber ich glaube, ich habe gar noch nicht so aktiv gecheckt, dass du nicht mehr da bist, weil in meinem Kopf ist ja, hey, ich habe ja noch nicht mit der ganzen Klasse Schule gehabt. Checke, ja, und ich glaube, es hittet erst komplett, wenn wir so mit der ganzen Klasse wieder Schule haben und dann müssen wir so Partnerarbeiten machen und ich bin dann so, ja. Oh Mann, nein, das sehe ich. Aber so jetzt, wenn wir wieder miteinander in der Schule, also wenn du wieder mit der Klasse Schule hast, Ja. geht es in direkt lose Gruppenarbeiten oder weißt du, Nein, ich glaube weißt du nicht. den Plan? Weißt du? Aber ich glaube, wir haben, was haben wir? Ich weiß gar nicht, was wir für das Modul haben. Nachher haben wir VR, ich weiß es nicht. Ja, aber VR, doch, ich glaube. Ja, ich glaube, irgendwie so. Doch, vielleicht VR. Das ist das mit diesen Brillen. Wie sagt man denn? Wie erklärt man das? Ja. Virtual Reality. Ja, du hast wie so eine Brille auf und bist halt in... Doch, ich glaube, das kennt man schon. Wie du in der Welt bist dann so mäßig. Und ich weiß gar nicht, was wir genau machen. Vielleicht machen wir ein Video oder irgend so etwas. Wie wir die grössten Boomer wären. Ja, wirklich. Aber ja. Nein, aber das ist im Fall schon krass. Also,
ich habe so oft im Fall Moment, wo ich einfach so, wo ich so dich vermisse und mich dann zum John sage, Mann, ich vermisse Nina gerade. Weil irgendwie, keine Ahnung, mit dir eigentlich so eine Energy, wo irgendwie, also weißt du, so ein Teil von mir, der jetzt einfach nicht da ist, der ist einfach gar nicht. Weil das Ding ist halt, du sagst es. Ich habe ja jetzt nur schon die ganze Zeit halt eben nicht in meiner Klassschule gehabt, das heisst in dem Sinne mit fremden Menschen. Und dann, weißt du, ist es schon gut mit denen, aber du kannst ja nicht so das 100% du sein, was du kannst rumblödeln und so. Ja, ich weiss, genau. Ja, das und das ist irgendwie so ein bisschen... Ja, das Rumblödeln. Ja. Blödeln. Oder einmal nur schon mit dir über WhatsApp schreiben. Ja! Oh mein Gott! Weil ich muss einfach so aktiv zulassen und ich denke mir nur so... Darf ich keinen Laptop brauchen? Nein, niemand. Ich muss den Laptop nie mit in die Schule nehmen. Ich gehe einfach mit meinem kleinen Täschchen. Oh, das ist aber geil. Der Rucksack ist das Einzige, aber das Outfit war versaut. Und manchmal würde ich gerne so ein kleines Täschchen haben. Das ist wirklich so. Oh Mann. Oh mein Gott, wie geil. Genau. Nein, aber du hast doch irgendwie so etwas erzählt, dass die Leute im Unterricht schlafen und so. Ja. Die geben mir im Fall keinen Sinn. Und alle Leute kommen so spät. Ich halt so richtig, oder Schweiz, bin immer richtig pünktlich, sicher schon 15 Minuten vor dem Unterricht bin ich im Fall dort. Ja. Die Lehrperson ist noch nicht mal dort, nicht einmal die Lehrperson ist dort. Und der Raum ist geschlossen, ich kann nicht mal quasi in den Raum rein. Und wenn wir jetzt zum Beispiel um 9:30 Schule haben, kommt der Lehrer erst so am Viertel vor 10, wenn überhaupt. Alter. Und der Rest kommt im Fall erst so am 11, 11:30. Und dann kommen sie, wenn sie sogar noch so spät kommen sie mit den McDonalds-Tüten rein und essen von den Lehrern Burger und Pommes. What the fuck? Hey, aber wie ist denn das? Fängt es dann einfach mal irgendwann dann an und dann, also wie läuft das? Ja, also eigentlich haben wir eben um 9:30 Schule an einem Tag und dann kommst du rein und dann musst du gerade mit deiner Studentenkarte abpiepen. Also du musst wie so einchecken. Und dann weiss wie so das System an, du bist heute in der Schule gewesen. Weißt du, was ich meine? Okay. Ja. Und dann bist du quasi wie so in der Schule gewesen. Und wenn du quasi wie spät eincheckst, dann bist du wie quasi spät, dann kommst du wie so ein Kreuzchen über, dass du wie heute spät gewesen bist und da geht dann wie so Abzug bei deinen Noten. Ah, genau. Und trotzdem sind alle spät? Das ist quasi wie so eine Konsequenz. Wie? Und trotzdem sind alle spät? Ja. Also, aber weißt du, wie spät? Sicher so 2 Stunden oder so. Ja. Aha. Vor allem bei und uns sogar, ist so... Lehrer spät ist. Ja. Weil wir haben so, also wir sind so bei der ZHDK, sind wir so ein bisschen die Klasse, wo immer so ein bisschen am ehesten spät gekommen ist. Ja. Und bei uns ist es aber eigentlich noch so in einem... Also ja... Voll chilliger Rahmen. Okay, Rahmen, ja. Also maximal im Fall. Also nicht 2 Stunden so. Ja. Und vor allem auch nachher nicht noch mit der McDonalds-Tüte einlaufen und da voll schamlos in seinen Burger hinterdrücken. Ja. Aber das ist echt... Du hast nur eben so gesagt, dass ein paar Leute dann schlafen. Wie? Sorry? Du hast doch irgendwann mal so etwas erzählt, dass Leute im Unterricht einfach schlafen und so. Ja, genau. Also, sie haben einfach... Also ja, schlafen alle auf dem Pult. Oder quasi unter dem Tisch. Also und während dem Unterricht? Ja, während das Pult pennen? Ja, und niemand lässt zu, wirklich. Ich bin die Einzige. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich bin die Einzige, die zulässt und dann redet sie aber noch Chinesisch und dann soll die zulassen. Weißt du, was ich meine? Und du wirst so zusammengeschissen, dass du dich nicht interessierst. Ja, ich werde zusammengeschissen. Genau. Und alle anderen da so halb auf den Tisch am Sabbern, weil sie am Pennen sind. Und ich werde zusammengeschissen, weil ich wie ein Streber dort hocke und mache meine Notizen. Alter. Oh mein Gott. Aha. Und auch krass ist, es gibt Leute in meiner Klasse, die rauchen und denen, jetzt hebt die fest, sie tun einfach im Schulhaus rauchen. Innen, drin? Sie gehen im Gang, also quasi im Stegenhaus. Innen drin. Wenn du einmal die Tür aufmachst, es kommt eine richtige Rauchwolke. Wer? Also auch im Unterricht? Nein, im Unterricht nicht, aber quasi im Stegenhaus. Aber das ist quasi nicht legal. Also quasi... Aber die machen es einfach... So, weißt du, wie in diesen Filmen? Wenn du so Film schaust, nachher siehst du so die krassen Leute im Stegenhaus am Rauchen. Und genau so ist es da. Es ist krank. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Ja. Das ist schon krass anders. Und was würdest du sagen, ist für dich so der... Anders. Ja. Was würdest du sagen, ist für dich so der
krasseste, in dem Sinne Kulturschock gewesen? Oder was ist so am meisten unterschiedlich von der Schweiz? Ja, es ist jetzt ein bisschen langweilig, aber man muss schon sagen, ebenfalls Essen. Also halt Fleisch, alles mit Fleisch. Stimmt. Du bist eigentlich Ich esse Veggie. einmal Sachen. Ja, ich esse einfach einmal Sachen, wo es nur Fleisch hat. Nur Fleisch hat, es hat nicht mal Gemüse in dem Gericht. Also weißt du, so wirklich nur Fleisch. Ja. Ja, das ist krank. Also du kannst eigentlich als Veggie gar nicht überleben in Hongkong. Nie, nein. Ja. Also ausser, du gibst irgendwie für einen Burger so gefühlte 20 Stutz aus. Ja. Also ja, ist halt wie blöd gesagt in Zürich. Aber Ja. ich meine, für da ist 20 Stutz, also sorry, da gibst du nicht für einen Burger aus. Ja. Und das sind meistens, so Veggie-Reste sind meistens halt so für Touris. Ja. Also ja. Oh mein Gott. Aber so richtig lokal hast du keine Chance. Ich meine, nur schon, wenn Ramen es ist Brühe aus Fleisch. Ja. 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 Vor allem, ich finde, vegetarisch ist ja noch also ich habe das Gefühl, ist ja noch easy. Und vegan wäre ja eigentlich unmöglich dann. Ja, da würde ich sterben. Ich vegan essen würde, ich schwöre. Oh mein Gott. Nein, wirklich, ja. Ja. Ja, es ist krank. Oder auch so, wenn du so willst, Joghurt da kaufen im Supermarkt, ganz normalen Joghurt, Ja. oder so Früchte, ein Joghurtkübeli, so griechischer Joghurt, kostet einfach 10 Stutz. Was? Das Wieso ist ist das so so teuer? viel. Ja. Ja, weil da quasi weil sie das importieren Ah, von Australien, glaube krass, Alter. Crazy. ich. Ja, Ja. das ist glaube ich, das kränkste Kulturschocks-Essen. Aber ist das, also du bist ja hure lang Veggie schon gewesen. Wie ist das jetzt für dich, einfach müssen Fleisch essen? Also am Anfang hatte ich mega feste Probleme, weil ich so... Also es hat mich richtig gerust, richtig gerust. Aber ja, wie so gewisse Mal da durch. Weil ich würde mich auch auf etwas einlassen. Ja. Und ich habe gewusst, es wird nicht einfach. Aber dass es so schlimm wird, habe ich nicht gedacht. Aber jetzt Ja. bin ich sogar auf den Genuss gekommen, dass ich es schon fast gern habe. Aber ich bin trotzdem froh, wenn ich zurück bin, dass ich nachher kein Fleisch mehr essen muss. Ja. Aber jetzt ist es wie so, ich kann es essen und ich kann es auch geniessen. In einem Rahmen. Ja. Ja. Aber am Anfang Schon war es ganz krass. schlimm. Weil ich so Ja. gedacht, oh mein Gott, ich esse jetzt einfach ein Tier. Ja. Und du hast doch einen Hühnerfuß gegessen. Boah, der Hühnerfuß, der verdammte Hühnerfuß. Furz! Der Hühnerfurz! Stell dir mal vor, sie tun so Hühnerfurz in Plastiksäcken verkaufen. Nein, sorry. Das wäre Legende. Oh mein Das wäre Gott. Legende. Die Frage ist dann, Ja. ist er dann vegan oder ist er dann... Da wäre nicht vegan. Nein, das stimmt, er wäre nicht vegan. Ja, Er wäre okay, auch aber nicht er wäre vegetarisch. Er wäre vegetarisch. Aber er wäre nicht vegan. Ein Hühnerfurz wäre nicht vegan. Krank. Alter. Oh. Aber ja, Ja. wieso hast du einen Hühnerfuß gegessen, Bro? Ich bin gezwungen worden, Bro. Ich bin gezwungen worden. In dem Moment habe ich mir so gedacht, so, Scheiße, auf wen ich mich da einlasse in diesem Abenteuer. Aber wir sind wie so mit der Klasse zu Mittagessen. Und dann nachher sind halt alle so voll happy, also weißt, so freundlich und sie tun halt alles so teilen. Chinesen tun mega gerne teilen beim Okay. Essen. Also wenn sie quasi dir etwas anbieten, darfst du fast nicht Nein sagen, weil das ist eine Beleidigung. Okay. Und da haben sie mir erklärt. Und nachher ich so, chillig, geil. Okay, ich darf nicht Nein sagen. Und nachher sie so, ja, schau da, der Hühnerfuß. Da habe ich ein Problem mit dem Hühnerfuß. Und nachher, ja, nachher haben sie mir den angestreckt. Und dann nachher ich so, ja, nein, eigentlich will ich das nicht probieren. Und nachher sie so, komm, probiere doch einfach mal, wenn du schon mal da bist. Und nachher ich so, ja, easy, okay, fair, ich probiere. Und nachher, ja, habe ich halt einfach den Hühnerfuß probiert. Und ich muss sagen, vom Geschmack her war es okay gewesen, aber die Vorstellung und das Visuelle, dass du den Fuß gesehen hast, war abartig schlimm gewesen. Ja. Nachdem ich das verdaut habe, das Erlebnis, und ich 2 Stunden später daheim wieder war und realisiert habe, dass ich einen fucking Hühnerfuß gegessen habe, ist mir einfach richtig schlecht geworden. Ja, das Ja, glaube ich. weil ich einfach so denke, what the fuck. Oh mein Gott. What the fuck, ja. Oh mein Gott. Yes. Würdest du einen Hühnerfuß essen? Alter, nie im Leben. Nie im fucking Nie, Leben. egal was würde passieren. Ja, nicht egal, was wird passieren, aber Wen Alter, würdest du einen essen?
wie wenn ich so sterben würde, oder wenn irgendwie meine wichtigen Personen würden sterben oder so. Okay, Aber das Ding ist, ich habe ja nur schon selten mal Hühner als Haustier gehabt, Alter. Die Füße sind so cute. Ich könnte nicht, Alter. Ich will eigentlich... Ich habe ja meinen Instagram-Kanal, habe ich ein paar Leuten gesagt, sie sollen Fragen stellen an dich. Und ich hätte jetzt eigentlich gerade schnell raussuchen und ich habe keine Ahnung, wo finden wir das, alte fucking Archiv, da, so. Da war ich ganz abgelenkt gewesen. Aber ich wollte eine Frage raussuchen. Bist du ready, Nina? Ja. Für ein kurzes Frage hin und her. Also. Let's go. Oh ja, okay, ich muss schnell raussuchen, weil es ist so in Hongkong. Ich finde mich so komisch, dass ich so viel erzähle. Doch, das ist gut, das ist gut. Du hast mehr zu erzählen als ich. Scheiße. Weißt, die Leute hören jede Woche etwas von mir, die wissen alles von mir, die wissen, dass ich meine Tage habe, es ist gerade wie... Ja, aber... Es ist gerade ein bisschen spannender. Ja, aber... Nachher sehen sie einfach so einen Pups und denken so, who is that, der über ihr Leben bricht. Nein, im Fall, no joke, im Fall, es schreiben wirklich fast jede Podcast-Folge immer Leute, wie geht's denn Nina, kannst du mal eine Podcast-Folge mit der Nina machen? Also wirklich no joke, die freut sich aber richtig auf die Podcast-Folge im Fall, das ist mega herzig. Das ist richtig cute im Fall. Mausis. Ja. Oh mein Gott, hör auf, so viel Liebe habe ich jetzt in den letzten 2 Monaten nicht mehr bekommen. No, nein! Alter, schickt dir ganz viel mit diesen Kommentaren, Alter. Oh mein Gott. Ich mache jetzt so voll auf cool, ich zeige so ein Herz. Super, ich schwör's. Ja, nein, es ist mega herzig. Das ist richtig cute. Also, ja, wann kommst du zurück? Das kann ich beantworten. Am 27. Mai, ich habe es schon eingetragen. Maschine, Alter, Maschine. Du bist gut, Schatz, ich schwöre. Alter, das ist genau einfach zwischen unserem Geburtstag. Das ist das Scheiße, ja. Mann. Ja. Weil sie hat am 30. und ich am 20. Und dann am 27. zurück, Mann, du bist auch an meinem Geburtstag nicht da. Aber ja. Ich weiß. Ich hätte es auch gerne anders geplant, ich sage so, wie es ist. Ja. Also, erste Frage. Können Sie sich vorstellen, noch länger zu bleiben? Ja, könnte ich. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, zum länger zu bleiben, finanzielle Gründe, dann würde ich glaube eher irgendwo anders hin. Weißt, so ein bisschen eben auf Thailand oder Philippinen, andere Orte erkunden. Aber ich könnte es mir vorstellen. Ja. Simple Frage, wie geht es dir, Nina? Von 1 bis 10, wenn du so einschätzen. Boah, ich muss einfach schon sagen, 8 oder 9. Ja. Ich habe mich, glaube ich, gerade wie meine neue Energie wieder da entdeckt und kann mich ein bisschen entfalten. Darum, geht es mir eigentlich sehr, sehr gut, ja. Würdest du sagen, dass es wie so dass es dir vor allem auch besser geht, seit du nicht mehr in der Schweiz bist? So? Ja, weil ich mich, glaube weil ich mich neu kennengelernt habe. Und so ein bisschen den Horizont erweitern und nicht in meinem Alltag gefangen war, war natürlich auch mega schön war, so, aber im Alltag schätzt man halt einfach nicht. Und wenn du mal ein bisschen aus dieser Bubble rausgehst, merkst du erstens, was du hast und zweitens, was du gerade darfst erleben. Und das ist so eine schöne Erkenntnis, ja. Das ist schon mega vor allem, Alter, du rockst ja deinen Style so krank, das ist so geil. Ich sehe wieder so deine Stories und alles. Du hast so richtig deinen Style gefunden, oder? So ein bisschen. Ich glaube, ja. Du gehst voll aus der Komfortzone. Ja. Das ist so geil. Das ist geil. Du kommst zurück als fucking Fashion Model. Gut, du studierst das ja eigentlich auch. Jetzt habe ich noch ein bisschen Eierbibern wegen jetzt sind alle Erwartungen. Nach so einem grössten Müllsack. So, endlich muss man nicht mehr Mühe geben für meine Outfits. Jetzt kann ich wieder aus dem Müllsack zurückkommen. Zurück in die Schweiz, let's go. Wo sind meine Gummistiefel? Nein, das ist geil. Aber wir müssen eigentlich echt, wenn du zurückkommst, weil ich habe jetzt seit Anfang Jahr, ich habe mich auch so in meinem Vision Board so vorgenommen, ich will so ein bisschen crazy Style haben. Und ich habe so die ersten 2 Wochen schon durchgezogen. Und jetzt ist wieder so, also nein, es ist nicht schlimm, aber also ich habe dann wie nicht mehr so 100% gegeben, sondern vielleicht so 70, aber du... Voll. Ja. Nein, ich weiss, was du meinst. Nein, aber wirklich, wenn du zurückkommst, also ich will mit dir mitziehen. Let's go, girl, Alter, let's go im Fall. Ich bin am Start, ich sage so, wie es ist. Weil vor allem, ich habe gar nicht so viel Kleidauswahl. Weil wir müssen beschränken, wenn ich alles mitnehme. Da muss ich jetzt immer so probieren, neu zu kreieren, mit neuen Sachen kombinieren, so voll random. Und dann denke ich so, okay, so kann man es eigentlich auch anlegen. Ich habe jetzt gerade gestern ein TikTok gesehen, wo so ein bisschen eine Regel ist, dass du immer einen geilen Style hast. Und ich habe es, glaube ich, auch schon mal gehört, aber es ist so nochmal so eine, okay. Also, kennst du die
80-20-Regel. Ich glaube, ich weiss, was du meinst. Entweder Weißt du, was ich quasi meine? Outfit, Frisur oder Make-up. Nein. Nicht? Also, Okay, nein, dein das ist Kleiderschrank muss 80 und 20% sein. 80% sind Basic-Kleider, die du immer kannst kombinieren kannst. Das sind so simple Sachen, ohne grossen Zeug. Und 20% sind so ein bisschen crazy Sachen. Zum Beispiel crazy Schuhe, eine crazy Tasche, ein crazy Schal und so. Und dann kannst du so viele Outfits mit dem machen und hast halt nicht so viel im Kleiderschrank. Weil ich bin halt wirklich Aber das ist so gescheit. Es ist mega gescheit, weil ich kaufe immer nur die crazy Sachen. Also mein Kleiderschrank besteht dann aus diesen crazy Sachen vielleicht so zu 60%. Und dann kann ich halt viel weniger kombinieren. Und dafür habe ich so Safe. 1-2 geile Outfits, aber ich kann dann nur die Hose mit dem Oberteil kombinieren. Oder den Schal mit dem bla. Genau. Immer so ein Eyecatcher quasi. Aber Ja. ganz viele Basic-Sachen, aber auch so Eyecatcher... Voll. Items, also jetzt rede ich Englisch. Sorry, Dani, echt nicht will, ich schwöre. Also, weißt du, was ich meine? Ja, da kommst du so sagen, oh, I can't speak Swedish German anymore, I'm so sorry. I only speak... Das ist aber auch ein Update, Nina. Oh mein Gott, als wir das letzte Mal unsere Podcast-Folge aufgenommen haben, wir sind so scheiße im Englisch und wir sind jetzt beide besser. Weil du, Hongkong... du auch! Ich eben auch! Weil mein Nebenfach ist auf Englisch und ich habe bis jetzt seit Anfang Jahr nur auf Englisch Schule gehabt. I'm quite das ist so better, geil. you know what I mean. Oh yeah, I know exactly what you mean. I mean, we can make the podcast in English, right? Yeah, of course we can, sure, yeah, okay, let's start in English. Ja, gerade ein Schweißausbruch, ich sage das, wie es ist. Ich schwöre. Ich glaube, da ist hure heiß. Halt, ich muss, glaube ich, eine Lüftung anstellen. Oh mein Gott. Nein, aber im Fall no joke. Also, weil bei mir ist so, also wirklich am Anfang, also für die, was nicht wissen, wir ja eben beim Nebenfach hat es so 2-3 Leute. Nein, ich bin im Fall mittlerweile, ich bin glaube die Einzige, die Schweizerdeutsch kann. Es gibt ein paar, die einfach Deutsch können, Hochdeutsch, weil sie von Deutschland kommen. Die einen kommen von Ukraine, die anderen von Polen. Ja. Also ich bin wirklich, ich bin gezwungen, zum Englisch zu reden. Weil es gibt ja so das eine, wo du so quasi einfach musst Englisch reden, aber ich kann Schweizerdeutsch Ja. Dann kannst du mal so ein schweizerdeutsches Wort in den Raum rühren, wenn du es nicht kannst. Und dort ist halt wirklich so, du musst das Wort erklären, wenn du es nicht auf Englisch kannst. Und das ist so Horror. Ja, aber ich habe so viel gelernt. Von dem her... Ja, das ist voll geil, wenn du Sachen musst erklären musst. Ja. Und wie so einen Umweg musst finden, um da auf Englisch zu sagen, was willst du eigentlich sagen, aber du kannst es nicht so direkt sagen, sondern musst einen Umweg finden. Also das ist so geil, da hilft dir so viel. Ja. Das ist echt mega Aber nice. ja, also du hast wahrscheinlich am meisten Englisch gelernt, weil also im ganzen Alltag, redest du überhaupt noch Schweizerdeutsch so im Alltag? Nein, das ist einfach mega komisch, dass jetzt mit dir gerade Schweizerdeutsch Ja. redet, ohne Scheiß. Ja. Das ist gerade mega... Eben strange, jetzt habe ich schon viel... Also ja, strange habe ich schon Doch, gesagt. strange Aber schon sagen. ja. Strub! Mega komisch. Mega Strub. Mega Strub. Aber nein, ich rede nicht viel Schweizerdeutsch. Ja. Ich bin auch gerade voll am Stottern, wenn ich überlege, was ich rede. Aber wir können ja auch auf Englisch switchen, oder? Nein, Please no. Das ist auf jeden Fall ein Big Update. Wir stehen jetzt besser in der Gesellschaft, in der Welt. Genau. Genau. Wieder mit dabei. Wir schwimmen mit dem Strom. Ja, voll. Was auch noch so eine Frage ist, ob du noch viel Kontakt hast zu Leuten aus der Schweiz? Nö, also mit den engsten Leuten. Also, und ich muss ehrlich sagen, also telefonieren ist fast keine Chance. Weil ich meine, ich habe meinen Termin, ihr habt euren Termin und dann ist es mega schwierig, zusammen eine Zeit zu finden. Aber wir snappen einfach halt miteinander. Ja, Zeitverschiebung ist echt ein Zeichen. Aber snappen, dort tue ich eigentlich mit meinen engsten Leuten. Ja. Dort safe, ja. Immer schon ein bisschen updaten. Ja, weil das ist ja schon, also ich kann wissen, bei mir ist es gerade 10:30 am Morgen und bei dir ist wie spät, 6:30 oder so? 11:30 ist bei dir. 18:30, ja, 6:30, ja. 6:30. Voll lang gebraucht. Ja. Bei dir wird auch schon halb dunkel und mein Tag fängt erst an. Das ist so strange, Alter. Das ist echt ganz komisch. Ganz komisch. Aber ja. Ja, erzähl, was bringt der Tag so, der Sonntag? Ist es ein guter Tag oder kein guter Tag? Ist ein guter Tag, weil ich heute eben Thailand Ja, stimmt. Aber ich muss echt viele Hausis machen noch. Darum ein bisschen stressig, aber
die Sonne scheint. Also mega schön. Es ist auch mega warm. Also es Geil. ist Sommer eigentlich. Es schmeckt auch nach Sommer. Ich liebe es. Ich Ja. liebe es. Oh mein Ja, Gott. darum Oh ist mein es ein Gott. schöner Sonntag. Und bei dir? Ja, mit dem Tag hat er schon angefangen. Ich kann auch nicht sagen, wie der Sonntag ist. Aber ich glaube, er wird gut. Er wird gut. Aber, ey. Und oh mein Gott, warte. Ja? Ich kann mit dir telefonieren. Sorry, ich habe das gar nicht erwähnt. Und das ist im Fall auch ein Highlight da von dem Sonntag. Dass wir da noch schnell unterstrichen Das ist sogar gar nicht. Ich kann mit dir telefonieren, Alter. Krank. Ja. Aber ich habe mich einfach Sorry, sehr ich bin gefreut auf den Karl, weil eben, wir haben bis jetzt nur gesnappt Ja. und einfach mal wieder direkt reden. Jetzt fühlt es sich im Fall gerade wirklich an, als wärst du wieder da. Also ich check gerade wie nicht, dass ich dich jetzt gleich noch mal 3 Monate nicht gesehen. 2 Monate? Das ist krank. Ja. Noch fast 3 Monate eigentlich. Ja, Ja, aber Nina, wir haben schon fast die Hälfte geschafft. Kannst du dir das vorstellen? Nein, also irgendwie ist die Zeit stehen geblieben, aber irgendwie Gell? ist sie auch voll weggerast. Ja. Es ist irgendwie ganz komisch. Weil ich, Ganz komisch. in meinem Kopf, Bro, du bist Anfang von diesem Jahr gegangen und es ist schon März. Ja! Das ist doch Ja. auch gleichzeitig so vorgestern gewesen. Das check ich verdammt nicht. Ja, gell? Das check Und ich ich habe hart das Gefühl, nicht. ist jetzt nicht so viel passiert. Also Ja, ja, irgendwie nicht. nein, irgendwie hart nicht. Irgendwie. Nein, Ja. irgendwie verdammt nicht. Eben so, ja, ich glaube, bei mir ist Ja. es vielleicht, weil ich noch keine Schule mit der Klasse hatte und so, darum ist es vielleicht noch nicht Das ist so. eben auch mega strub. Dass Ja. du da noch nicht kannst. Darum ist Ja. für mich eben auch so quasi die Zeit Ja, ist stehen voll. geblieben irgendwie. Ja, Ja, voll strub. also, eben so in Ja. 2, also nein, schon in einer Woche, dann, wenn ich schon wieder Schule habe, dann kommen dann Heulsnaps, ist okay. Ich freue mich drauf. Bei mir, wenn ich mit am Montag Schule habe. Und guck. Ah ja, Mann. Von mir kommst du morgen in den Hilfsnap. Das ist gut, ich freue mich auch. Okay. Oh Gott. Bist du noch ready für so eine ganz schnelle Abschlussfragerunde? Das heisst, du darfst nur mit einem Wort antworten. Okay, let's go. Ist Finde ich gut. geil. Finde ich geil. Also es hat eine Ja. bisschen weirde Frage. Ich habe es jetzt noch nicht vorbereitet. Ich tue jetzt einfach anfangen. Oh nein, bitte nicht die ich mir selber gestellt habe. Okay, let's go. Du Asi. Ich fange Du einfach Asi, an. Alter. Also, Okay. einfach ja, nein. Ist es schwierig gewesen, dich umzugewinnen? Nein. Schmeckst du ab und zu deine Unterhose? What the fuck? Nein. Okay. Moll? Nein! Moll? Warte. Ich bin verwirrt. Schmecken? Moll. Also ich glaube, das passiert, wenn halt Wäsche ist. Moll. Ja, Moll, Gut. ja. Bist du noch Jungfrau? Wer hat die Frage gestellt? Nein. Nein. Sind schwarze Chinesen wirklich so klein? Weiß nicht. Die Frage hat Nina übrigens gestellt selber. Danke. Danke für deinen Support. Okay. Aber anscheinend, meine Schulkollegin hat gesagt, anscheinend stimmt's. Wieso Das ist das, ist das so ein Ding? Ist das so ein, wie sagt man das, Gerücht? Ja, und anscheinend stimmt's. Okay, und du hast es in dem Fall noch nicht Ja. herausgefunden? Nein. Das noch nicht Auf den getestet. Geschmack bin ich noch nicht gekommen. Oh mein Gott. Ja, das war eigentlich schon alles gewesen. What the Danke fuck, was sind vielmals. das für Fragen? Ja, ich habe auch gedacht, weil ich habe so eine Story gemacht bei mir auf dem Snüni-Pause-Kanal. So, ja, ich mache jetzt mit der Nina Podcast-Folge, stelle dir Fragen, weißt du, so. Was bist du Jungfrau? Ja. Aber spannend. Spannend gewesen, Okay. Nina. Danke vielmals. Danke. Wieso? David Unterhose pflegt mich jetzt auch mal wieder. So, wieso gibt es so komische Leute? Es tut mir leid, ich könnte niemanden beleidigen, niemand zu näher kommen. Aber das ist ganz komisch. Das ist ganz Ich glaube, es komisch. ist aber eigentlich voll das herzige Girl, was es gefragt hat. Ich weiß es nicht, aber das Profilbild ist jetzt nicht so sass gewesen. Aber Oh, ja. sorry, okay, herziges Girl, es tut mir leid. Support Girls. Auch wenn man Mann. sagt, schmeckst du die Unterhose. Aber Oh ja, mein Gott. okay, ja. Aber Geile. Wartet eigentlich, was macht jetzt deine Mitbewohnerin da? Ist sie so vor der Tür am Warten, bis die Eben, Tür ganz aufmacht? ehrlich. Ich Was? glaube, sie hat davor mal eingeschaut. Bin mir aber nicht sicher. Oh. Aber kann man bei uns so reinschauen, oder was? Also einfach die Tür aufmachen? Ja, sie glaube, wie so die Tür aufgemacht, weil sie denkt, wahrscheinlich bin ich schon fertig. Oh nein. Ja. Oh nein. Ja, die arme Maus. Oh, sieht man sie Ja. im Video hinten? Ich weiß es nicht, ich habe nur etwas gehört. Also es könnte ist so vielleicht sein.
Ja, es könnte sein. Eventuell. Ja, nein. Scheiße, Ja, dann lassen wir nicht so nicht länger warten. Aber es ist sehr geil gewesen, mit dieser Podcast-Folge aufzunehmen, auch wenn es ein bisschen Komplikationen gegeben hat. Aber das schaffen wir. Wir haben gesagt, wir schaffen das. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja. Check. Das hat's, also ich bin so gespannt, ob das funktioniert, gell? Keine Ahnung, aber wir werden es sehen. Aber schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, ob ihr die Podcast-Folge cool gefunden habt, ob wir das wieder mal machen sollen, ob das überhaupt funktioniert hat in dem ganzen virtuellen Dings. Es kommt mir wirklich wie so vor, wie so ein bisschen Corona-Phase. Ich hatte mit meiner alten besten Kollegin so ein YouTube-Video aufgenommen, Alter. Das ist so strange. Aber ja, es ist mega komisch. Aber jetzt bin ich langsam auf den Geschmack gekommen. Also weißt du, jetzt kommt man, jetzt kann ich mit dir reden. Ja? Ja, jetzt kommt man in den Flow. Jetzt fühlt sich wirklich an, als würde ich dich gerade anschauen und anlächeln. Ja. Ja, und nämlich hinter meinem Handy geht die Sonne unter und es ist gerade so schön. Meine Stimme wird gerade auch emotional. Ja. Aber ja. Ja, dann wünsche ich dir einfach eine gute Nacht. Bei mir fängt der Tag erst an. Ja, und dir einen wunderschönen Sonntag. Oh Dankeschön. Wieso, Alter, wir machen jetzt gerade mehr, weißt du, wir machen jetzt gerade mehr einfach ein Abhängen, aber eigentlich müssen wir einfach Podcast und Folge beenden. Ich schwöre. Also, hey, gute Nacht. Ja, okay. Oh mein Gott, sorry. Das ist so verwirrend. Das Telefonieren es ist so verwirrend. Und gleichzeitig aber nicht mehr eine Podcast-Folge auf. Das ist, Leute, das ist verwirrend. So verwirrend. Aber ja. Ja. Aber ja, in dem Fall, Leute, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Geht bei der Nina abchecken. Geht, supportet Nati, Mann. Ja, Mann. Weiter. Let's go, die geilen Nudeln. Ja. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.